Du sollst nicht stehlen. Wer Eigentum braucht, sollte es besitzen. Bedarf macht die Güter anderer zu den eigenen. Bedarf ist der ultimative und einzige moralische Anspruch auf Eigentum. Weder Besitztum, noch Schöpfung, noch Produktion, noch Schenkung, noch Erbe, noch göttliche Gebote. Mit Ausnahme von Eigentum des römischen Kirchenstaats. Verleiht Anspruch auf Eigentum, das sich dem obigen Bedarfsanspruch entziehen könnte. So schreibt John Robbins in Ecclesiastical Megalomania. Zitieren wir Kanon 1254 von der katholischen Kirche. Die katholische Kirche hat das ihr eigene Recht, weltliche Güter zu erwerben, halten, verwalten und veräußern, um ihre ordentlichen Ziele zu verfolgen, unabhängig von der Zivilgewalt. Wer besitzt alles? Die katholische Kirche. Kanon 1260. Die Kirche hat das ihr eigene Recht, vom gläubigen Christen zu verlangen, was immer für ihre rechten Zwecke notwendig ist. Das ist ein Kanon, ein kanonitisches Gesetz, das ist nicht ein Witz. Hier wird es zitiert. Summa Theologica schreibt, und es ist auch kein Diebstahl oder Raub im eigentlichen Sinne, es ist kein Diebstahl, genau genommen, in einem extremen Notfall insgeheim eines anderen Besitz zu nehmen und zu nutzen. Denn das, was er zur Erhaltung seines Lebens nimmt, wird aufgrund seines Bedarfs zu seinem Eigentum. In einem solchen Notfall darf man auch heimlich eines anderen Besitz nehmen, um den Bedarf seines Nächsten zu stillen. Dieses Verbot umfasst offenkundige und verborgene Sünden. Das 8. Gebot verurteilt Menschenraub und Sklavenhandel und verbietet Eroberungskriege. Es verdammt Diebstahl und Raub und fordert unbedingte Redlichkeit in den kleinsten Dingen des Lebens. Es verbietet das Übervorteil im Geschäftsleben und verlangt gerechte Bezahlung bei Verpflichtungen oder Arbeitslöhnen. Es erklärt jeden Versuch, sich durch die Unwissenheit, die Schwäche oder das Missgeschick eines anderen Vorteil zu verschaffen, für Betrug, der in den Büchern des Himmels verzeichnet wird.